Jesus nachfolgen, ganz praktisch. Ja, es ist immer gut, wenn wir praktisch werden. Ich möchte dich in eine kurze Story mitnehmen aus meinem Leben. Das ist schon lange her. Ich war da noch jung, ich war wild, unerfahren, jung, wild und sexy vielleicht sogar ein bisschen. Sarah hat das gerade so hier vorgeflüstert. Jung, wild und sexy war ich unterwegs in der Wüste Ägyptens. Wir waren mehrere Tage so auf Kamelrücken unterwegs. Wer ist schon mal auf einem Kamel gesessen? Das ist also wirklich so wenn das Teil aufsteht, oder? Das ist schon mal spannend. Und wir waren ungefähr schon 3 Tage in dieser Wüste unterwegs, haben immer unter offenem Himmel übernachtet. Weit weg von der Zivilisation. Nach 3 Tagen kamen wir zu einer kleinen Oase. Dort war so zwischen ein paar Palmen war ein Zelt aufgespannt. Und als wir so von der Hitze natürlich ermüdet ab diesen Kamelen gestiegen sind, so diesem Abstieg, kam ein Mann, so mit gegerbter Haut, so ein alter Beduine kam aus diesem Zelt hervor. Er kam auf uns zu und wir haben irgendwie nichts erwartet. Und der kam so mit offenen Armen auf uns zu, begeistert, mit einem riesigen Lächeln auf dem Gesicht. Und er sagte folgenden Satz: "Have a break, have a coke." Das war so out of the blue, das kam irgendwoher. Niemand hätte irgendwie eine Cola erwartet da in dieser Wüste drin, aber er hat das ernst gemeint. Er hat so eine Box geöffnet und jedem eine Cola in die Hand gedrückt und sie war sogar kalt. Und das war so ein krasser Moment, wo mir bewusst wurde, wie viel Power hinter einer einfachen, schlichten Vision steckt, wenn Menschen sagen, mit allen Ressourcen, mit allem, was uns möglich ist, bringen wir dieses süße, schwarze Getränk überall auf diese Welt. Dieser Moment war mega erfrischend und überraschend für uns und es war kein zufälliger Moment, weil 1930 ungefähr hat dieser Mann, dieser Coca-Cola-Unternehmer, hat folgenden Satz geprägt: "Wir bringen unser Getränk in die Reichweite jedes Menschen auf dieser Welt." Du siehst den Satz eingeblendet. Das ist kein zufälliger Moment gewesen, schon vor 30 Jahren, dass Cola irgendwo in der Wüste Ägyptens erhältlich war für uns in dem Moment, wo wir es nicht mal erwartet hätten. Und heute ist es noch viel weiter. Eine simple, kraftvolle, aber große Vision, die hat die Kraft, die Welt zu verändern. Nicht nur Cola hat das gemacht, sondern auch Microsoft, Bill Gates, ihr kennt das. Es ist die Vision dieser Gesellschaft, dieses Unternehmens immer gewesen, einen Computer auf jeden Schreibtisch in jedes Haus zu bringen. Heute sind wir in einer Generation, da ist der Computer in jeder Hand auf dieser Welt. Stimmt's? Wir alle haben diesen Computer in der Hand und wir merken anhand dieser Geschichten, wenn wir eine simple, aber groß gefasste Vision haben, dann ist es möglich, die Welt zu verändern. Und mir ist diese Frage heute auf dem Herzen: Welche Vision treibt uns? Was ist das, was wir als Kirche weltweit vor Augen haben? Welche simple, aber große, kraftvolle Vision treibt uns an? Wir alle kennen das sind die Worte von Jesus. Wir haben einen sehr klaren Auftrag als Church. Matthäus 28, kurz bevor Jesus zurück in den Himmel zu seinem Vater ging, hat er Folgendes gesagt: "Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist." Wir sind als Kirche unterwegs in einem Family Business. Ich möchte heute bewusst bei diesem Bild zum Anfang bleiben. Wir sind eingespannt in einem Familienunternehmen. Wir sind auf einer Mission. Wir haben einen simplen, einfachen Auftrag, der aber riesig gefasst ist. Die Kirche ist nicht einfach so eine Plauschorganisation, wo man zusammenkommt und wir haben Celebrations, oder? Wir haben es schön. Das ist wichtig, dass wir die haben. Wir kommen zusammen mit einem Ziel. Und alles, was wir in der Kirche tun, hat ein Ziel. Damit alle Menschen auf der ganzen Welt in die Nachfolge von Jesus gerufen werden. Kann ich ein Amen hören? Alle Menschen auf der ganzen Welt in die Nachfolge von Jesus. So eine einfache Geschichte. Und wenn schon Coca-Cola und die Computerfirmen das schaffen, überall auf der Welt ihre Produkte zu platzieren,
Wie viel mehr sollte es uns möglich sein, in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Gegenwart von Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt, möglich sein, das Evangelium in die Hände und die Ohren jedes Menschen überall auf der Welt zu platzieren. Das ist unser Job. Dafür sind wir eingebunden in das Family Business. Und schau, all die Visionen, die Unternehmen haben, die sind nur dann kraftvoll, wenn Leidenschaft dahinter steckt. Wenn mit Leidenschaft und allen erdenklichen Mitteln für ein simples und großes Ziel gearbeitet wird. Und das ist dasselbe hier in der Church. Alle erdenklichen Mittel mit Leidenschaft. Es ist ein Family Business deshalb, weil Gott, der Vater, hat gesagt, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Und er hat einen großen Preis bezahlt, seinen einzigen Sohn, der auf diese Welt gekommen ist. Und das Kreuz steht für diese Leidenschaft. Und wir sind hineingeliebt und hineingerettet als die Familie Gottes in dieser Leidenschaft, diese einfache, aber riesige Vision mitzutragen. Wo steht deine Leidenschaft heute, wenn du so kurz in dich hineinhörst? Was ist in deinem Herzen bezüglich dieses Auftrags? Wie zeigt sich deine Leidenschaft für diesen simplen Auftrag, Menschen in die Nachfolge von Jesus zu rufen? Du bist dort, wo du bist. Vielleicht nicht unser Job, überall auf der Welt zu sein, aber hier, wo wir sind, können wir das und wollen wir das leben. Und es geht mir heute darum, dich mit hineinzuholen. Jesus nachfolgen ganz praktisch bedeutet, ich klinke mich ein in diese Leidenschaft von Jesus. Ich hake ein mit meinem Leben, mit meinen Ressourcen, mit meinem Herz, mit meiner Leidenschaft, diese Vision zu verfolgen. Bevor wir weitergehen, ich möchte so einen kurzen Status quo anschauen. Wo sind wir denn jetzt? So, wenn wir weltweit rauszoomen. Es gibt Zahlen zum Beispiel von Wycliffe, das ist eine Bibelübersetzungsgesellschaft. Die haben letzten September eine Statistik veröffentlicht, wo man so nachschauen kann, in wie vielen Sprachen die Bibel jetzt heute verfügbar ist. Das sind aktuell 3756 Sprachen der Welt, wo es Teil der Bibel gibt. Das bedeutet, 7,3 Milliarden der Menschen haben Zugang zum Wort Gottes, sind 98% der Menschheit. Wow, das ist eine riesige Zahl. Ich habe mega gestaunt. Wenn man auf den nächsten Slide schaut, dann merkt man, das bedeutet aber immer noch, dass 1,4 Milliarden Menschen auf dieser Welt keinen Zugang zum Evangelium haben in ihrer Sprache. Ungefähr in 985 Sprachen fehlt noch jedes Projekt von Bibelübersetzungen. In einigen Sprachen läuft schon was. Also du merkst, wir sind noch nicht am Ziel, okay? Es braucht noch was, weil Jesus hat ja Folgendes gesagt in Matthäus 24, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Seid ihr ready? Also wir sind noch nicht am Ende. Keine Ahnung, wie lange es noch dauert, aber mich motiviert zu sagen, ich gehöre zu einer Generation, die an dieser Vision mit Leidenschaft, mit Feuer festhält, bis das Ende kommt, wann das auch immer sein wird. Und ich glaube, liebe Freunde, wir sind in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Das war ein Blick so auf den Globus. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen in die westliche Kultur, viele Menschen haben all die Optionen, all die Unklarheiten, Unsicherheiten, dieses Wischiwaschi total satt. Menschen suchen nach klaren Antworten. Sie suchen nach Liebe, nach einem Evangelium, das rettet, das in ihrem persönlichen Alltag sie verbinden kann mit etwas Übernatürlichem, das nicht nur ein bisschen spirituelle Erfahrung ist, sondern das Leben verändert, das Hoffnung bringt, das Leben bringt. Schauen wir noch ein bisschen weiter, so was auf der Welt läuft. Leo hat 2 von diesen Statistiken an der Conference gebracht. Interessant ist, dass seit ein paar Jahren, gerade so in Amerika, die Zahlen geändert haben. Die Trends sind sich am Wenden. Du siehst auf der ersten Grafik, seit 2022 nimmt die Anzahl Menschen wieder zu, die sich als christlich bezeichnen. Die Leute, die keine Religion haben, das geht eher zurück. Andere Religionen sind stabil, aber die sich christlich bezeichnenden Menschen, das nimmt wieder zu. In der nächsten Slide siehst du, dass vor allem gerade die Generation Z, die jungen Leute, 16% mehr als 2018
im 24 wieder zurück in den Gottesdiensten waren. Die Kirchen haben wieder Zuwachs. Die haben Zuwachs. Wir wachsen wieder. Churches weltweit haben eine Aufbruchsstimmung. Wenn du auf Social Media schaust, dann merkst du, diese Generation hat im Moment einen Höhenflug. Und wir sehen das auch im Sunday Night, da kommen wir dazu. Aber viele Sportler, zum Beispiel im Fußball, die outen sich auf Social Media, die schwärmen. Hey, gerade nach dem Champions League Finale, da siehst du den Kerl, oder? Der hat hier einen Statement gemacht. Der Desiree Doué oder auch in VfB Stuttgart, Pokalsieger, sind alles Champions, die gerade nach Gewinn eines Titels öffentlich sich zum Glauben an Jesus bekennen. Und das macht was in der jungen Generation. Und wir sind in einer so spannenden Zeit. Kommen wir zu ICF Zürich. Wir haben einen Slide, Joel Vögele hat mir den zusammengestellt. Wenn wir zurückschauen auf die letzten 2 Jahre ICF Sunday Night, nur unsere Sunday Night Celebration, dann sehen wir, dass im letzten Jahr 42% mehr Menschen die Gottesdienste besucht haben als noch ein Jahr vorher. Crazy, oder? Was für eine Aufbruchsstimmung. Also es ist eine Suche nach Gott. Es ist ein Verlangen, Gott zu erleben, wieder hier, das wir wahrscheinlich schwierig erklären können. Es gibt immer Gründe, die man sagen kann. Die Frage ist, wie leidenschaftlich sind wir jetzt ready, diesen Menschen zu begegnen, sie mit an die Hand zu nehmen, diesen Gott wirklich kennenzulernen. Gerade so ein Fußballer hat kürzlich uns geschrieben, hat gesagt, hey, ich bin in Zürich, ich suche eine Gruppe, ich brauche jemanden, der mich an der Hand nimmt. Das sind Menschen, das nur jetzt der Fußball. Jeder von uns kennt in seinem Umfeld Menschen hier, in deinem Alltag, in deiner Nachbarschaft, die Fragen haben ans Leben. Und wir haben die Botschaft. Wir können dieser Beduine sein, der aus dem Zelt tritt und sagt, have a break, have a coke. Und wir haben noch eine viel krassere Botschaft. Wir können sagen, have a break, have Jesus. Komm, lass Jesus in dein Leben rein. Und das ist unser Auftrag, den wir leidenschaftlich leben. Frage ist, wie? Wie können wir das leben? Als Church haben wir diesen Satz, es ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Der kommt nicht irgendwoher. Und wir leben das schon leidenschaftlich, ist nicht neu. Die Frage ist, wie können wir einander helfen, ganz praktisch, Jesus ähnlich zu sein, indem wir Menschen an die Hand nehmen. Darüber möchte ich heute ein paar Gedanken mit dir teilen. Mach es wie Jesus. Wenn wir die Welt verändern wollen, mach es wie Jesus. Lade Menschen ein, ihm nachzufolgen. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, es war am Anfang seines Dienstes in Matthäus 4, sah er dort 2 Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Jesus holt Menschen gerade dort ab, wo sie sind. 2 Menschen, 2 Jungs am Fischen. Und wie er sie abholt, ist mit genau dieser simplen Vision in einem einfachen Satz. Ich hole dich, wo du bist, und ich lade dich ein, in meine Vision einzuklinken, Menschen zu fischen, Menschen in die Nachfolge hineinzurufen. Er musste das damals noch ein bisschen anders erzählen, als zu sagen, deine Vision ist jetzt, Menschen zu rufen, mir auch noch nachzufolgen. Fang dort an, wo Menschen sind. Ja, wo sind Menschen? Sind überall in unserem Alltag, sind in einer Nachbarschaft, sie sind in einer Familie. Die Frage ist aber, wo sind sie auf ihrer spirituellen, auf ihrer geistlichen Reise? Dazu möchte ich dir eine Skala zeigen, die heißt Engelskala. Die Engelskala gibt es schon lange und sie heißt nicht Engel, weil hier Engel hoch und runter steigen oder weil Menschen fromm wie Engel werden, sondern die Engelskala soll darstellen, wo Menschen auf ihrer geistlichen Reise ungefähr stehen. Sie heißt deshalb Engel, weil der Wissenschaftler, Missionswissenschaftler Engel zum Nachnamen hieß. Wenn du diese Grafik anschaust, dann siehst du, die Reise führt geistlich gesehen Leute vom Ort, wo sie das Übernatürliche leugnen, also total weit weg von Gott, hier mit zum Beispiel -8 bezeichnet, führt diese Reise immer näher zum Nullpunkt, wo man wiedergeboren wird, wo man sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, sein Leben ihm übergibt. Und dann kommen diese ersten 3 Phasen, wo man die Konsequenzen des Glaubens begreift, sich geistliche Gaben entdeckt und dann im +4 drin,
weitergeht in geistlichem Wachstum und eben einklingt in diese Vision, Jüngerschaft zu leben. Vielleicht hast du diese Darstellung schon mal gesehen. Wenn nicht, die lohnt sich mal, sich ein bisschen zu Gemüte zu führen, zu fragen, wo stehe ich denn eigentlich hier auf dieser Engelskala? Wir sind unterschiedlich unterwegs. Ich war vor Jahren ungefähr so bei -2, als ich ins ICF kam. Ich war fasziniert davon, von dieser ganz jungen Kirche damals, 1997, wie leidenschaftlich man für Jesus sein kann. Ich hatte Jesus schon in meiner Kindheit kennengelernt, aber der war irgendwie weit weg. Und ich konnte mein Leben hier Jesus anvertrauen, wenn Leute hier waren, die mir über die Linie geholfen haben, die sich entschieden haben, mich dort zu holen, wo ich bin. Ihr seht ein Foto meiner Taufe. Andreas Mossimann, heute noch Teil unserer Church, hat mich getauft, damals 1998 im Zürichsee. Und ich bin heute so dankbar, dass Leute da waren, die mich auf diese Reise mitgenommen haben, und sie hat in mir eine Leidenschaft entfacht, genau dasselbe zu tun. Jesus holt dich dort, wo du bist, und er nimmt dich mit auf einen Weg, wo du dasselbe wieder tust, das er selber tut. Darum geht diese ganz einfache Geschichte. Der nächste Gedanke, wie wir Jesus nachfolgen, ganz praktisch und die Welt verändern, ist, dass wir Menschen Schritt für Schritt im Glauben begleiten. Mit der Engelskala im Hintergrund haben wir in den letzten Monaten diese 3 Glaubensbücher neu geschrieben. Du siehst die eingeblendet: Entdecke Gott, erlebe Gott und folge Gott. Über alle Jahre gab es immer wieder Tools im ICF, verschiedene Möglichkeiten, und wir sind mega happy, dass die endlich wieder hier verfügbar sind. Und das sind Tools, die dir ganz praktisch helfen sollen, Menschen an die Hand zu nehmen, mit ihnen unterwegs zu sein. Jedes Buch hat Kapitel drin und zu jedem Kapitel gibt es ein Video, und das Buch ist einfach handelbar für dich und mich, um Menschen an der Hand zu nehmen, wie Jesus das auch gemacht hat, wie ich auch an die Hand genommen wurde. Und ich möchte dir dazu ein bisschen den Heartbeat erklären. Es geht darum, dass Menschen Gott entdecken. Das ist das erste, das blaue Buch. Dann das grüne Buch, das Menschen Gott erleben. Das gelbe Buch, das Menschen Gott folgen. Das ist eigentlich angelehnt an diese Engelskala. Und wir haben schon seit längerer Zeit im ICF Kurse immer wieder, wo Leute durchgehen, dieses Entdecke Gott, erlebe Gott, folge Gott. Und heute ist Diego hier. Er ist Teil dieses Teams, das Menschen an die Hand nimmt. Lasst uns deshalb den Diego auf der Bühne willkommen heißen. Schön, dass du da bist. Diego, erzähl uns doch kurz, was begeistert dich, was erlebst du so unterwegs mit diesen Glaubenskursen im ICF? Genau. Ich arbeite als Metallbauer. Ich bin Volunteer im ICF und unter anderem auch Teil von diesen 3 Glaubenskursen. Als David Hofer mich angefragt hat, ob ich nicht Teil sein möchte und Small Groups zu leiten, habe ich zurückgedacht an meine Zeit im Youth, wie sich sehr viele Leiter immer wieder in mich investiert haben, wie sie mich an der Hand genommen haben und wie ich sehr fest im Glauben wachsen durfte persönlich. Deswegen habe ich dem sehr gerne zugestimmt und bin jetzt seit ein paar Durchgängen dabei. Und ich finde es immer wieder mega cool zu sehen, wie Menschen Schritte mit Gott gehen. Ich hatte im Entdecke-Kurs eine Person, die sich überlegt hatte, sich taufen zu lassen, war aber noch nicht ganz sicher, hat sich dann aber über die Zeit mit diesem Kurs immer mehr an Glauben herangetastet, ihre Fragen gebracht und hat sich so dann nach dem Kurs entschieden, sich taufen zu lassen. Oder auch im Erlebe Gott haben wir immer diesen Abend, wo wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und da ist immer jede Gruppe so positiv überrascht, wie einfach das es doch ist, wenn man sich im Gebet hingibt und zusammen auf den Heiligen Geist hört. Und genau, es sind einfach immer mega positiv überrascht. Oder im Folgegott-Kurs hatte ich eine Person, die durch diese Small Groups genau diese Einheit und diese Liebe an Gott gespürt hat und mega diese Familie erlebt hat. Und sie hat sich danach entschieden, weil es ja der Fokus ist, Königreich Gottes zu bauen, hat sie sich dann entschieden, in der Kirche im Welcome Team dabei zu sein und so anderen Menschen eine Familie zu geben und sich einzusetzen. Genau, und für mich ist es ein mega Privileg, dabei zu sein und diese Menschen im Gebet zu unterstützen oder im 1:1 etwas in der Bibel anzuschauen oder ihre Fragen zu beantworten. Das ist für mich mega schön zu sehen, wie Leute, die hungrig sind, da hinkommen können auf diese
Kurse zukommen und einfach profitieren können mit anderen Menschen, die mega on fire sind, mehr vom Glauben wissen wollen. Und das gibt mir einfach Begeisterung, wie Leute, die hungrig nach Jesus sind, da einfach mega ihren Hunger gestillt werden können. Genau. Danke vielmals, Diego, für dein Investment in unsere Church. Danke vielmals. Ja, wie können jetzt diese Inhalte angewendet werden? Diego ist Teil dieses Kursteams im ICF, also man kann Menschen einladen, Teil der Kurse zu sein. Die orientieren sich nach diesen Inhalten. Aber mir geht es heute darum, dass wir nicht jetzt jedes Mal im Big Picture als ganze Kirche denken, sondern ich glaube, diese Inhalte, diese Bücher ganz praktisch mit den Videos, die befähigen jede einzelne Person, einen Menschen mit an der Hand zu nehmen. Das ist die zweite Anwendung, wie du das anwenden kannst. Oder die dritte, eine persönliche Begleitung. Dass du jemanden an die Hand nimmst und mit der Person dich triffst. Vor ein paar Jahren, da hatte ich einen Frust in meinem Herz. Ich habe gemerkt, ich bin schon lange Pastor, ich bin immer mehr in diesem christlichen Kuchen drin. Und ich hatte keine Ahnung, wen könnte ich für Jesus gewinnen. Aber es war immer ein Gebet für mich. Da hat der Heilige Geist mir gesagt, geh dort, wo deine Jungs Fußball spielen, immer ein bisschen früher hin und bleib ein bisschen länger, wenn du sie abholst und such das Gespräch. Ich will dich dorthin senden. Das war mein Ort, wo Jesus mich in die Welt gesandt hat. Und es ging nicht lange, da hat dieser Trainer, dieser Fußballcoach mich gefragt, ob ich bei einem Training mal ihm helfen könnte. Und alles, was ich tun musste, war eigentlich neben ihm zu stehen, mit ihm zu quatschen. Und er hat gesagt, ich kenne dich von YouTube, du bist Pastor im ICF und ich habe eine Frage an dich, können wir ein Bier trinken? Das war wahrscheinlich der Grund, dass er mich gefragt hat. Auf jeden Fall gingen wir ein paar Tage später ein Bier trinken. Er hat am selben Abend sein Herz für Jesus geöffnet, wir konnten miteinander beten und er hat Jesus Christus in sein Leben eingeladen. Eine mega coole Story. Und die Story hat mich nochmal neu begeistert für eine Leidenschaft, die schon lange da ist in meinem Herzen. Ich habe mit ihm ganz praktisch, systematisch Inhalte aus Entdecke Gott durchgemacht. Nicht dieses Buch, das ist ja neu, aber die Inhalte des Buches sind nicht neu. Wir haben uns jede Woche getroffen, wir sind heute noch unterwegs, durften in meinem Garten taufen. Ihr habt hier ein Bild von ihm. Und was ich erlebt habe im ICF, konnte ich zum Beispiel diesem Mann weitergeben. Ich möchte dich einladen, einfach ganz praktisch, zum Beispiel mit Entdecke Gott, Menschen dort zu holen, wo sie stehen. Entdecke Gott richtet sich an Leute, die Fragen ans Leben haben, die nicht wissen, was der Sinn ihres Lebens ist, die vielleicht vor Hürden stehen, Herausforderungen, die sie nicht meistern können. Die Frage, die Leute beschäftigt dort, ist, was kann ich und was soll ich mit Jesus tun? Du siehst eine Zeichnung, eine berühmte Zeichnung, ein schönes Gemälde, das genau diese Frage stellt, die Pilatus hatte. Er stellte diese Frage vor dem Volk und gesagt, was soll ich mit diesem Jesus tun? Entdecke Gott geht um diese Frage, die Menschen umtreibt, vielleicht unbewusst, aber es geht immer um Jesus. Was ist der Sinn meines Lebens? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, weshalb gibt es Leid? Wie kann ich aus der Bibel wirklich Leben und Kraft schöpfen? Das sind solche Fragen, die im Entdecke Gott vorkommen. Und Menschen, die auf der Engelskala, du siehst die nochmal eingeblendet mit Entdecke Gott, mit diesem Buch unterwegs sind bis zum Nullpunkt, bis zum Jesus-Punkt, wo sie Jesus einladen. Das ist dieses Tool, das mega einfach Leuten hilft, zum Nullpunkt zu Jesus zu kommen. Der zweite Aspekt, erlebe Gott, da geht es darum, dass wir Leute begleiten, ein neues Leben mit Gott, mit Jesus anzufangen. Auf der Engelskala drehen wir uns hier von 0 bis zum Beispiel +3. Das sind Leute, die eben das Alte hinter sich lassen, wie mein Freund, der sich taufen ließ und reinstarten in ein neues Leben, den Heiligen Geist entdecken, die Bibel öffnen, anfangen zu beten, die Stimme Gottes erleben. Und das ist genau wie Jesus das auch mit Petrus gemacht hat. Er hat Petrus gerufen, als er noch Simon hieß, und hat ihm einen neuen Namen gegeben, neue Identität zugesprochen. Und gleichzeitig, wie ihn ermutigt hat, hat er ihn aber auch herausgefordert. Und gesagt, weiche hinter mich, Satan. Kennt ihr auch diesen Vers? Also bei Erlebe Gott geht es darum, dass wir Altes hinter uns lassen und in Neues hineingehen. Und das ist diese Phase, liebe Freunde, wenn wir Menschen dort begleiten, dann braucht es Zeit. Es braucht Nähe. Es braucht, wie eine Mutter ihr Baby stillt, oder? Früher hat das Milchbüchli geheißen im ICF. Er war schon da, als es das Milchbüchli gab, oder? Schon einige waren da.
mit Erlebe Gott Tools bei uns in der Church. Nimm das mit, begleite Menschen auf ihren ersten Schritten im Glauben. Du wirst staunen, wie neues Leben in ihr Herz kommt. Bei Folge Gott, beim 3. Buch, geht es darum, dass Leute unterwegs mit uns sind und immer mehr Jesus ähnlicher werden. Und zwar in jedem Bereich des Lebens. Auf der Engelskala sind das die Leute, die lernen, was ist eigentlich meine Bestimmung? Wozu bin ich hier auf dieser Welt? Was sind meine Gaben? Wie kann ich jetzt in dieser Auftrag von Jesus, wie kann ich da reinstehen? Wie kann ich Menschen auf dem Weg mit Gott begleiten? Vielleicht ist das deine Frage. Dann kannst du hier drin mega einfach entdecken, wie du das Evangelium teilen kannst, wie du Leute an die Hand nimmst und wie du deinen Lauf mit Jesus vollendest, auch wenn Enttäuschung, Verletzung ins Leben reinknallt. Also ihr merkt, diese 3 Schritte, die sind gegründet eigentlich auf dieser Engelskala, aber vor allem sind sie gegründet auf unserem Auftrag in Jesus, der sagt, geht in alle Welt. Das ist entdecke Gott. Wir rufen Menschen. Wir erzählen ihnen, komm, erlebe Jesus. Und dann sagen wir beim Erleben, lass dich taufen. Fang ein neues Leben an. Das ist das Kreuz von Jesus im Zentrum. Und dann sagt Jesus, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das ist dieses Folge Gott. Ich glaube, heute sind verschiedene Leute hier. Die einen, die suchen nach Jesus. Andere, wir sind schon lange mit Jesus unterwegs. Und ich möchte dich heute ermutigen, auch herausfordern. Lebe den Auftrag von Jesus persönlich mit Leidenschaft. Es ist einfach. Es ist eine einfache, simple Vision. Ein einfacher, simpler Auftrag. Und diese Tools, die sind dazu da, dass es dir noch leichter fällt. Ich möchte dir eine Frau vorstellen per Video. Das ist die Miri Döhler, die hat mitgeholfen, diese Bücher zu lektorieren, zu optimieren. Und sie erzählt selber, was sie dabei erlebt hat. In den letzten Monaten habe ich sehr viel Zeit hier auf diesem Sessel verbracht. Ich durfte nämlich im Lektoratsteam vom ICF dabei sein und wir haben die neue Glaubenskursbuchserie fürs ICF lektoriert. Und beim Lektorieren von dem 3. Buch, beim Folge Gott Buch, da habe ich gemerkt, wie Jesus mega mein Herz und mein Denken verändert hat. Ich habe bis dahin immer irgendwie gedacht, dass ich selbst nicht so kompetent dafür bin, das Evangelium weiterzugeben. Ich habe immer gedacht, das sollen lieber andere machen. Ich hatte immer irgendwie Angst, dass im Gespräch mit Freunden vielleicht schwierige Themen aufkommen, wie zum Beispiel Thema Leid oder so. Und ja, ich hatte einfach immer Angst vor solchen Momenten, Begegnungen, dass ich dann nicht das Richtige sagen kann, dass mir der Mut fehlt, das Evangelium einfach klar zu sagen. Und deswegen war das Lektorieren von diesem Buch wirklich für mich ein ganz besonderer Prozess, weil ich gemerkt habe, dass Jesus wirklich mich meint damit, dass ich gemeint bin und dass es nicht darum geht, dass es eine ausgewählte Menge an Menschen gibt, die kompetent sind, das Evangelium weiterzugeben, sondern dass Jesus jeden von uns dazu berufen hat und dazu beruft. Und deswegen hat es mir mega Mut gemacht. Und tatsächlich habe ich während des Lektoratsprozesses eine neue Freundin kennengelernt, die ist zu uns in die Small Group gekommen. Und sie ist noch nicht so lange mit Jesus unterwegs. Und ja, deswegen habe ich ihr vor kurzem angeboten, mit ihr noch parallel zur Small Group einfach Zeit zu verbringen und diese Bücher, die anderen Bücher mal durchzuschauen, weil sie hat natürlich viele Fragen. Und das ist für mich eine ziemliche Überwindung gewesen, mich das zu trauen, ihr das anzubieten und vor allem mir selbst das auch zuzutrauen, dass ich auch Jesus zutraue, dass er mir die richtigen Worte schenkt in dem Moment. Und ja, ich freue mich jetzt aber mega, dass ich es gemacht habe und bin jetzt sehr gespannt, wo unsere Reise dahin gehen wird. Yeah. Ich glaube, jede Person von uns kann diese Stimme sein in der Wüste, die Menschen nicht für ein schwarzes Getränk, erfrischendes Getränk motiviert, sondern die Stimme in die Wüste von Menschen bringt für die Hoffnung des Lebens, Jesus anzunehmen, Jesus einzuladen, mit ihm unterwegs zu sein. Du kannst das. Es ist einfach und ich bin so happy heute, dass wir wieder einfache Tools haben, für alle verfügbar, ganz simpel mit Videos, Büchern.
Aber es geht nicht nur um das, aber auch. Ich glaube, manchmal braucht es diese Entscheidung zu sagen, ich lasse mich auf ein Abenteuer ein. Wir haben am Vision Sonntag schon darüber gesprochen, dass wir den Wunsch haben, dass jede Person im ICF auf den Heiligen Geist hört und sagt, Jesus, wer ist es, den ich an der Hand nehmen kann? Egal, wo die Leute stehen auf ihrer Reise, du hast jetzt so ein ungefähres Bild, es hat Leute in deinem Umfeld und wenn Jesus dir eine Person aufs Herz legt, geh auf sie zu, lade sie ganz simpel ein, mit dir auf einen Weg zu kommen. Du brauchst nicht alle Antworten, sondern du brauchst eigentlich nur den Glauben, dass alles, was in Jesus ist, genügt. Und das ist in dir. Er lebt in dir, er wohnt in dir. Wir dürfen diejenigen sein, die heute die Stimme für ihn erheben. Er hat Petrus, Andreas gerufen, dort wo sie waren, Fischer. Er hat sie gerufen, folgt mir nach, und er hat sie direkt am Anfang mit dieser Vision angesteckt, zu sagen, ihr werdet Menschenfischer. Und genau das machen wir auch. Wir tun das gemeinsam als Church, absolut keine Frage. Aber heute ist die Frage an dich persönlich, wo gibt es Menschen in deinem Umfeld? Vielleicht sitzen sie schon in der Church, der Small Group, in einem deiner Teams, hier in der Kirche, vielleicht sind sie aber am Arbeitsplatz, deiner Familie, in der Nachbarschaft. Lassen wir uns doch heute ein auf das, was der Heilige Geist sagt. Das wäre mein Wunsch, dass wir einfach so beenden, dass wir den Heiligen Geist fragen, zeig uns eine Person heute, die wir an der Hand nehmen können. Und dann hol dir die Tools und getrau dich. Steh hinaus und nimm Menschen mit an die Hand. Bevor wir diese Frage Jesus stellen, glaube ich, es braucht eine Entscheidung. Die einen Leute müssen die Entscheidung treffen, wie Petrus, Andreas, Jesus nachzufolgen. Und viele von uns brauchen vielleicht wie eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich trete auch in diese Nachfolge von Jesus, Menschen zu Jüngern zu machen. Aktiv, persönlich, bewusst mit dem, was ich habe, mit dem, was ich sagen kann. Teil einer Kirche zu sein, ja, aber auch den Mut zu haben, selber meinen Mund zu öffnen, selber Menschen an die Hand zu nehmen. Ich möchte mit diesem Gebet starten. Bleib doch gerne sitzen, auch online. Lass uns unsere Augen schließen und eine Entscheidung treffen heute. Jesus, deine Idee ist, sie ist simpel, sie ist riesig und sie ist so kraftvoll, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt dir nachfolgen will und nachfolgen soll. Und ich danke dir, dass wir Teil dieser Vision sind, dass wir hineinberufen sind, diese Vision zu leben, diesen Auftrag zu leben. Es ist ein Auftrag von dir, der auch heute für mich gilt. Und ich danke dir für die Kraft der Gemeinschaft, die wir in der Church haben, dass wir so vieles schon erleben. Aber ich glaube, heute Morgen, Jesus, dass wir in einer Zeit leben, da braucht es alle, dass wir alle links und rechts unsere Hände ausstrecken. Wenn so viele Menschen in die Kirchen strömen, dann braucht es auch viele Menschen, die ihr Herz und ihr persönliches Leben öffnen, Leute zu begleiten. Ich möchte heute, Jesus, ich treffe die Entscheidung, dir nachzufolgen. Vielleicht kennst du Jesus nicht, dann sag einfach, Jesus, ich folge dir nach. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen und das Leben in der Fülle zu entdecken. Und wenn du Jesus schon lange kennst und heute spürst, er klopft an dein Herz, damit du es auch persönlich machst mit diesem Auftrag, dann formuliere einfach in deinem Herz deinen eigenen Satz, wie du ihm sagst, Jesus, ich folge dir nach, auch beim Menschenfischen. Ich gebe dir einen Moment Zeit, das in deinen Worten zu tun. Ich lasse heute jeden Zweifel hinter mir, der mir einflüstert, du kannst das nicht, du bist nicht fähig. Was, wenn die Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann? Ich lasse auch Festlegungen los in meinem Herz, die gesagt haben, ja, ich bin mehr so der Typ im Hintergrund oder ich bin mehr so die Person, die einfach praktisch zudient, aber ich kann
nicht direkt über den Glauben mit Menschen sprechen, das lasse ich hinter mir. Entscheide mich heute, Jesus, ganz konkret und ganz praktisch zu vertrauen, dass in mir die Kraft des Heiligen Geistes lebt. Dieser Geist Gottes, der mich leiten wird in Worten und Taten. Und deshalb entscheide ich mich heute, dir nachzufolgen, auch dort, wo es heißt, meine Arme, mein Herz, mein Leben auszustrecken nach Menschen, die nach Wahrheit lechzen, die nach Wahrheit suchen, Jesus. Ich bin heute die Antwort. Ich will heute derjenige sein, der rausgeht in mein Umfeld, sagt, have a break, have Jesus. Und jetzt bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du Menschen vor unsere Augen führst. Jeder Person mindestens eine andere Person, für die wir unsere Arme ausstrecken können, denen wir dienen können, dir nachzufolgen, dich besser kennenzulernen, wo auch immer ihre Reise gerade ist. Nimm dir einen Moment Zeit, auf diese Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Jesus, mich hast du gesandt, dieses Umfeld des Fußballclubs meiner Jungs. Und ich weiß, dass du jede Person hier heute sendest an den Ort, wo sie Frucht bringen werden, wo sie Menschen holen dürfen. Und ich entscheide mich heute, deinem Ruf zu folgen, Jesus, mein Leben zu öffnen, mindestens für eine Person in den nächsten Wochen und Monaten, um die Wunder zu sehen, die du in anderen Leben tust. Und damit trete ich ein in diese Berufung, den Auftrag zu leben, selber dir nachzufolgen und Menschen in die Nachfolge zu rufen. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.